Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußball-Talk. Ja, kein FC Bayern-Talk. Ich habe gerade das Bratzo-Video aufgenommen, von daher könnte ich noch ein bisschen erregt sein. Und machen gleich mit dem nächsten tollen Thema weiter. Europäische Superliga und Champions League-Reform. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem kleineren Übel an, die Champions League-Reform. Bin ich auch ganz klar dagegen. Auch das aktuelle Qualifizierungssystem der Champions League ist in meinen Augen absolut fehl am Platz. Finde es lächerlich, dass sich ein Meister aus Holland erstmal durch eine Qualifikation spielen muss, damit er an der Champions League teilnehmen darf. Aber in Deutschland 4 Mannschaften direkt qualifiziert sind. So wie in Italien, Spanien, England. Ja, sehe ich nicht, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde, wenn man Meister in seiner Liga wird, die auch ein gewisses Level hat, ja, und wir immerhin vom europäischen Wettbewerb reden, ja, sollte ein Meister dabei sein. Punkt. Ja. Nehmen halt den Meister und den Vizemeister aus den großen Ligen, bin ich dabei, ja. England, Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, so, nehmen da die ersten beiden jeweils und ansonsten kann Platz 3 und 4 eine Quali spielen. Ne? Aber ein Meister aus Holland, aus der Türkei, ich weiß gar nicht, ob die Türkei einen festen Startplatz hat als Meister, Belgien und so weiter, gehört in die Champions League. Ja? Wir sehen seit Jahren die gleichen Vereine in der Champions League Gruppenphase. Punkt. Da ändert sich nichts. Gar nichts. Ja, ganz, ganz selten kommt mal irgendwie, was weiß ich, Young Boys, Bern oder sowas rein, wenn die da als Meister irgendwie durchkommen. Oder überlegt mal, wie oft Red Bull Salzburg oder RB Salzburg, Rasenballsportverein, da ist er hingestellt, Meister wurde und nicht in die Champions League gekommen ist, weil sie irgendwie in einem Spiel gescheitert sind. Ja? Haben irgendwie 6, 5 Spiele gespielt in der Quali, durchmarschiert und im letzten Spiel sind sie gescheitert. Warum, wieso, weshalb? Sind für mich alles Dinge, die nicht sein können, Leute. Dann muss man sich irgendwie einen europäischen Champions League nennen, weil wie viele Champions sind da drinne? 5? Der englische, der spanische, italienische, der deutsche, französische, die haben glaube ich 3 oder 2 Startplätze. Und dann hört es schon fast auf. Ja? Was ist denn los? Was hat das denn mit Champions League zu tun? Und jetzt kommt ja der Oberhammer. Jetzt, weil das ja noch nicht unfair genug ist, machen wir das Ganze noch unfairer. Wir geben jetzt einfach noch 2 Bonusplätze aus. Ja? Das heißt, wenn man... Keine Ahnung, wir müssen noch nicht mal den FC Bayern als Beispiel nehmen. Nehmen wir mal Schalke. Nehmen wir mal Schalke 04 als Beispiel. Die jetzt abgestiegen sind in die 2. Liga. Man müsste jetzt mal gucken. Warte mal. UEFA Clubrangliste. Perfekt, ey. Ich habe mich ganz spontan rausgesucht. So, das ist die Club-Koeffizientenliste aktuell. Wenn wir da jetzt mal durchgucken, ja, die ersten müssen wir uns nicht irgendwelche Sorgen machen, dass sie nicht in die Champions League kommen. Aber hier ist selbst Bayer Leverkusen noch 24. Schalke wäre 44. Okay, das wird schon knapp. Das wird schon knapp als Beispiel zu nehmen. Wenn noch ein SC Braga vor denen steht. Aber nimm zum Beispiel einen Bayer Leverkusen. Ist ja wurscht. Nimm Bayer Leverkusen als Platz 24, wenn wir jetzt Deutsche nehmen. Oder noch besser Dortmund als 13. Ja. So, was passiert? Ich meine, gut, erst ab 2024, so wie ich es gelesen habe. Korrigiert mich, wenn es anders ist. Aber was passiert dann? Dann passiert, wenn du als Borussia Dortmund, so wie diese Saison, ich meine, es ist noch nicht Ende, vielleicht qualifizieren sie sich noch, sieht ja ganz gut aus aktuell. Je nachdem, wie das Spiel heute läuft gegen Wolfsburg. Aber sollten sie das verlieren, würden sie in der Europa League spielen. So, 2024 würden sie trotzdem Champions League spielen, weil sie auf Platz 13 in dieser Rangliste sind. Und die ersten 2 Clubs, die in dieser Rangliste sind, die nicht in der Champions League spielen, spielen dann trotzdem in der Champions League.
Punkt. Das heißt, aus welchem Grund auch immer, nehmen wir die Schalker. Ist ja wurscht. Nehmen wir die Schalker als Beispiel. Alles andere würde sich qualifizieren. Ich meine, die Champions League wird ja auch noch aufgestockt, kommt ja auch noch dazu. Alles andere würde sich qualifizieren, dann würde Schalke trotzdem in der Champions League spielen, obwohl sie abgestiegen sind. Wo sie sportlich für gar nicht und nicht mehr für die erste Liga qualifiziert hätten. Und genauso wird es sein. Du kannst dann auch sagen, so als, keine Ahnung, FC Bayern München, ja, ist ja egal. Also ich muss mir jetzt keine Sorgen um Umbruch machen. Ich mache jetzt einen radikalen Umbruch, hau 10 Spieler weg, hol 10 neue. Wir nehmen mal das eine Jahr in Kauf, wo wir irgendwie Zehnter werden. Und die Champions League spielen wir ja trotzdem. Hat ja keine Auswirkung. Was soll das? Ja, wenn man sich sportlich nicht qualifiziert, wie ich schon sagte, sportlich qualifiziert ist schon ein Witz, wenn man, dass man Vierter werden muss und aus anderen Ligen die Meister nicht mit dabei sind, die eine Quali spielen müssen, sich dann noch gegenseitig rauskegeln. Ist schon schwierig und jetzt wird es ganz lächerlich. Ja. Du hast sportlich in einem Jahr nichts gerissen, warum auch immer, scheißegal, sei dahingestellt. Und du spielst trotzdem in der Champions League, obwohl du Zehnter in deinem Land wirst. Ja, geht nicht. Ja? Geht einfach nicht. Ich meine, über den Gewinner der Champions League kann man drüber streiten. Ja? Klar ist es dann irgendwo schade, wenn der Titelverteidiger nicht dabei wäre. Von daher kann ich damit noch einhergehen. Weil das wäre dieselbe Situation, du wirst Zehnter, gewinnst aber die Champions League, du bist ja nächstes Jahr wieder in der Champions League. So, aber da hat man ja trotzdem sich sportlich was geleistet, man hat die Champions League gewonnen. Ja? Das ist okay. Aber ja, keine Ahnung, Leute. Bin da fassungslos. Ich bin da wirklich fassungslos. Der große Vorteil ist, dass jetzt diese Super League da das Chaos war, deswegen ist das ein bisschen untergegangen. Ich glaube, sonst wäre da auch mehr Sturm gelaufen von den Fans her. Verwässert das aber auch noch mehr. Ja? Verwässert das auch noch mehr. Wir werden spätestens ab Achtelfinale immer dieselben Clubs sehen. In der Champions League. Immer dieselben Clubs. Da wird nichts anderes mehr passieren. Und das wird von Jahr zu Jahr extremer werden. Wird es wahrscheinlich irgendwann so sein, dass du selbst im Viertelfinale immer die gleichen Clubs drin hast. Ja, wen interessiert es dann noch? Irgendwann, weißt du? Ich finde es sehr schade. Ich finde es sehr schade. Es geht halt so es geht ja schon Richtung Super League, ja, die Champions League. Es geht halt so einfach ja, die Chance, der Kitzel dieser Chance weg, dass ein kleiner Verein auch mal was reißen kann. Ne? Einfach, wenn er mal einen guten Tag hat oder 2 gute Tage, mal einen großen Club rauszukegeln. Aber die Chancen haben die Clubs gar nicht, weil sie gar nicht erst reinkommen. Ne? Das ist traurig. Das ist sehr traurig in meinen Augen. Wie gesagt, ich bin ein ganz klarer Gegner dieser Champions League Reform. Ich finde so, wie es jetzt aktuell schon ist, finde ich schon sehr fragwürdig. Wie gesagt, ich sehe nicht den Sinn darin, dass man sagt, so England, Spanien, Italien, Deutschland haben jeweils 4 Champions League Plätze. Neben Deutschland. Ja. Du hast Bayern, du hast Dortmund. Klar, in England kannst du sagen, da hast du mehr Top-Clubs. Spanien hast du, wenn Atletico dabei nimmst, 3. Ja. Muss ich denen garantieren, dass sie immer Champions League spielen? Nein. Wie gesagt, lass sie eine Quali spielen, alles gut. Wenn man nicht Meister wird, kann man eine Quali spielen. Punkt. Ja. Warum sollen Meister aus Holland, Belgien, sonst was, Schweiz, Österreich, warum müssen die eine Quali spielen? Als Meister. Ich meine, die haben eine Saison, waren sie die beste Mannschaft in ihrem Land. Und sind nicht berechtigt, in der Champions League zu spielen. Wo ist der Sinn? Ja, na klar, sind das schwächere Ligen. Logisch, gar keine Frage. Ja. Hat aber in meinen Augen, wer Meister wird, muss in der Champions League spielen. Punkt. Fertig. Ja, wenn du dann meinst, ja, ich möchte aber gerne die Champions League auf 48 Millionen Clubs aufblähen, ja, dann lass halt aus den anderen Ligen, oder aus allen Ligen meinetwegen Platz 2, 3, 4 K.O.-Spiele spielen. Fertig. Die müssen auch kein Hin- und Rückspiel spielen. Die spielen K.O.-Spiele und können sich qualifizieren. Fertig. Ja. Und da kann man auch einfach auslosen. Auch auslosen ohne Setzliste. Weil wenn man nämlich dann da Quali spielt mit den Platz 3 und 4 aus Deutschland, England, Italien
Und Platz 3 und 4 aus Schweiz, sonst irgendwas, ja, da müssen wir nicht drüber reden, wer sich qualifiziert. Ja, dann mach doch da einfach mal einen Los. Einfach mal auslosen. Dann kann nämlich sein, dass du als Platz 3 in Deutschland gegen Platz 3 in England spielst. Punkt. Ja, das wäre ein faires System. So, das ist nicht garantiert, dass du dann als Dritter oder Vierter Champions League spielst. Ja, und dann ist es auch mal, da ist mal ein bisschen Abwechslung da drin, dass halt einfach mal ein kleinerer Club vielleicht auch mal reinkommt. Ja, und vielleicht dann auch mal ein bisschen was von dem Geld abschöpfen kann und vielleicht daraus sich auch ein bisschen entwickeln kann, weil das passiert ja auch alles nicht. Weil immer diese gleichen Clubs in der Champions League spielen und immer diese gleichen Clubs auch im Achtelfinale und Viertelfinale, Halbfinale, Finale sind und da den großen Geldkoffer absahnen. Ja? So. Ja, was bringt es, ein Club in der Schweiz Meister zu werden, wenn er nicht in der Champions League spielen kann, um da einfach mal 20 Mille schon mal allein für die Teilnahme in den Arsch geblasen kriegt? Kriegt er ja gar nicht, weil er in der Quali scheitert. Wo ist der Sinn, Leute? Verstehe ich nicht. Und wie gesagt, jetzt die neue Reform macht das Ganze nur schlimmer. Jetzt hast du noch diese zwei sind es, glaube ich, ne? Wie ich sagte, du hast halt einen Verein da drin, der, keine Ahnung. Wir haben mal ein schlechtes Jahr, wie irgendwann in den 80er, landen auf Platz 10. Juckt uns nicht. Jo, sind wir einmal nicht Meister geworden, jetzt sind es 9 dann. Ja, super, wen interessiert's? Ja. Das Traurige ist ja dann, wenn es wirklich, also es wird sich ja nicht ändern, dass die ersten 4 aus den starken Ligen reinkommen. So, aber jetzt stell dir mal vor, so wie bei Dortmund gerade. Ja? Für Dortmund geht es darum, Vierter zu werden. Und jetzt stell dir mal vor, es würde diese Regelung schon geben. Ja, dann weiß Dortmund genau, ja, eigentlich ist ja völlig egal, ob ich Vierter werde, ob ich Fünfter werde, ob ich Sechster werde. Wir können nach oben hin eh nichts mehr reißen. Weißt du was, ich mache jetzt die letzten Spiele, schicke ich ein paar Talente rein, wir gehen schon mal auf Schongang, wir planen schon mal die nächste Saison. Das ist auch eine Art Wettbewerbsverzerrung. Ja? Warum soll diese Mannschaft noch weiterspielen? Warum soll diese Mannschaft ans Limit gehen und weiterspielen? Ja? Selbst wenn sie sieht, keine Ahnung, sie ist Zweiter. So, der FC Bayern ist 6 Spieltage vorher deutscher Meister. So, welche Motivation hat man die letzten 6 Spiele dann als, egal welcher Club da steht, zu spielen? Die Motivation ist nicht da, weil es ist wurscht, ob du Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, 15. wirst. Ist völlig wurscht mit dieser Regelung. Verstehe ich nicht. Ja, finde ich sehr schwierig. Gut, aber ist ja schon beschlossen. No. Können wir so hinnehmen, können uns die Champions League reinziehen. Oder man sagt halt, ich gucke den Scheiß einfach nicht mehr. Bei mir ist mittlerweile so, ich gucke keine Nationalmannschaften mehr. Schon ewig nicht mehr. Bestimmt seit Brasilien war die letzte Mal, wo ich Nationalmannschaftsspiele geguckt habe. Weil das für mich genau dieselbe Scheiße ist. Da ist auch alles komplett verwässert und da werden dann Qualifikationen gespielt, wo vorher die Mannschaften feststehen, die weiterkommen. Du hast ganz selten mal eine Quali-Gruppe, wo 3 Starke drin sind. Und dann hast du immer noch die Chance, ja, die 2 besten Dritten kommen auch noch weiter. Ist genau so ein Rotz. Ja? Da wird halt auch so ausgelost, dass immer 2 Starke in der Gruppe sind. Da siehst du Spiele gegen Färöerinseln, sonst irgendwas, die keine Sau interessieren. Das ist alles nur noch Geldmacherei und Champions League ist nichts anderes mehr. Klar, es ist schön hier, wenn dein Club die Champions League holt, was zumindest für uns, für den FC Bayern nicht selbstverständlich ist, so wie die Meisterschaft. Ja, für mich ist es aber dann auch der Stolz, weil wir das Jahr davor Meister waren. Ja? Wenn ich mir jetzt überlege, wir wären 10. geworden und wir spielen dann nächstes Jahr Champions League, gewinnen die, wäre auch immer ein fader Beigeschmack. Selbst wenn du 2., 3., 4. wirst, es ist immer so, weiß ich nicht. Hast du es dann verdient, überhaupt den Wettbewerb zu spielen? Ich war schon so, für mich war Landesmeister, da bin ich ein Verfechter von. Ja? Punkt. Das wäre für mich ein Elite-Wettbewerb. Die Champions League ist einfach ein Kommerzwettbewerb, ein Geldmachwettbewerb, dass die großen Clubs immer größer und reicher werden. Ja, ist halt leider so. Was soll man dazu sagen? Worauf ich hinaus wollte ist, ja, wenn man das jetzt so weiter verwässert und weiter dafür sorgt, dass immer die gleichen Clubs und so da sind,
Ja, dann wird es vielleicht irgendwann auch der Zeitpunkt kommen, jetzt für mich persönlich, wo ich sage so, weißt du was, ich gucke mir die Liga an und Champions League interessiert mich nicht mehr wirklich. Ja. Klar ist man da im Moment noch weit weg von, weil halt einfach für uns jetzt aus unserer Sicht als FC Bayern-Fan halt da die Herausforderung da ist. Ja, weil du da halt eine Handvoll Clubs hast, die dein Level haben, wo die Spiele halt nicht vorher klar sind. In der Bundesliga hast du vielleicht 2 Clubs, Leipzig, Dortmund, alles andere. Bei normaler Leistung steht das Ergebnis auch vorher fest. Ne? Nicht das Ergebnis, aber der Sieg halt. Muss man sich auch nicht blenden irgendwie. Ja, vielleicht wäre es dann aber auch nochmal ein Anreiz mehr, wenn ich mir so zum Beispiel angucke. Ja, ich meine, Dortmund hatte die letzten Jahre genug Chancen, deutscher Meister zu werden und haben es dann immer außer Hand gegeben. Wenn dann aber nochmal ein Anreiz dahinter wäre, ja, du bist als Meister safe in der Champions League. Und alle anderen, wenn du Zweiter wirst, musst du dich qualifizieren. Und wenn du Pech hast, spielst du gegen den Zweiten aus England. Oder Spanien oder sonst was und bist raus. Und wäre natürlich nochmal was ganz anderes. Ja? Wie gesagt, das wäre so meine Traumvorstellung. Ich meine, man kann immer kritisieren, da sollte man auch eigene Vorschläge bringen. Meine Vorschläge wären jeder Meister aus den europäischen Ligen. Wo man von der europäischen Liga reden kann, ja. Da müssten wir jetzt die Länder einzeln durchgehen. Ist aber fix qualifiziert für die Champions League. Punkt. Dann kannst du anfangen, kannst sagen, ja, aber weil große Vereine, Blasels, nimmst du die großen Ligen, gibst du denen halt, wie jetzt auch, bis Platz 4 oder sowas, die Chance. Die müssen dann aber halt eine Quali spielen. So. Und die Quali wird ausgelost. Alle in einen Topf und es wird ausgelost. Nicht mit irgendwelchen Setzlisten, weil Real Madrid darf nicht gegen FC Barcelona spielen, weil aus einer Liga. Schwachsinn. Schwachsinn, wenn die gezogen werden, spielen gegeneinander. Bam, ist einer weg. Fertig. Ja, und der kann dann in die Euroleague gehen, weil er Zweiter geworden ist. Hat sich für die Euroleague qualifiziert. Und gut ist. Fertig, da muss man nicht irgendwie rumhamstern. Also, das wäre eine Traumvorstellung, wird nie kommen, Leute. Warum nicht? Weil es nur noch ums Geld geht. Ganz klarer Fall, es geht nur ums Geld. Womit wir dann jetzt auch zu der tollen Superliga kommen. Warum macht erstmal die Champions League das? Wegen des Geldes. Ja, müssen wir uns jetzt nicht wundern. Nimm zum Beispiel England. FC Liverpool gerade wird nicht in die Champions League kommen. Ist das super. Ab 2024 spielen sie trotzdem Champions League. Ja, genau so ein Verein, wenn er eine Schwächephase hat, spielt er trotzdem Champions League, weil die Champions League wäre natürlich nicht so attraktiv für Fernsehanstalten, sonstiges, wenn dann auf einmal ein FC Liverpool nicht da drin wäre. Ist doch egal, wenn er sich sportlich nicht qualifiziert hat. Spielt er trotzdem nächstes Jahr drin, weil es macht ja die Champions League interessanter. Man kann mehr Geld regenerieren. Deswegen auch ab 2024, weil jetzt noch ein Vertrag existiert wahrscheinlich, TV-Gelder-mäßig. Ne? Und ab 2024 kann man dann sagen, ja, aber jetzt habt ihr die Garantie, dass immer die Mannschaften da drin sind. Da können wir natürlich erstmal 1 Milliarde mehr einstreichen. Ja? Und die UEFA muss auch nicht so heuchlerisch sein und da die Superliga irgendwie verteufeln, sonst irgendwas. Weil die UEFA möchte am Ende des Tages nichts anderes. Die UEFA ist jetzt nicht so der liebe Verein, der sagt so, ach ja, nee, wir möchten ja alle kleinen Vereine gerne unterstützen und dabei haben. Ich meine, man sieht es an der Champions League an der Regelung, wie da die Quali ist. Ja, daran sieht man, dass das nicht so ist. Da geht es auch nur darum, dass die UEFA das Geld kriegt. Es ist ja nicht so, dass die UEFA dann das ganze Geld weiterverteilt, was sie einnimmt. Na, natürlich nicht. Das ist dann, was so ein FC Barcelona und Real Madrid stört, weil das sind alles Vereine, die haben bis zu 1 Milliarde Schulden. Ja, kann ich gerne auch mal raussuchen. Vereine, Fußballvereine. Schulden, mal gucken, ob wir die Liste finden. Oder muss ich Verbindlichkeiten schreiben? Ich weiß es gar nicht. War doch letztens erst auf Sport 1 drin, habe ich da noch gelesen. Und wann ist das hier?
Stand Juli 2017, ja, das ist natürlich... Aber selbst da ist schon Manchester mit 536 Millionen Euro Schulden dabei. Ja, letztens, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, ich finde es leider nicht mehr. Warte mal. Sport 1. Und dann Vereine. Ich schreibe mal Verbindlichkeiten. Weil das ist halt der Grund, warum diese Vereine die Super League haben wollten. Ne? Weil die gehen natürlich am Stock. Ist nun mal so. Aber warum gehen sie am Stock? Okay, das ist sehr unübersichtlich hier. Aber hier, komm hier. Fangen wir unten an, oder was? Das ist leider eine Scheißübersicht. So, Platz 12 fangen die erst an. FC Arsenal hat 125 Millionen Euro Schulden. Achso, die haben nur die 12 Clubs genommen, die da rein wollen. So, die machen wir ein bisschen größer. Steht auch warum, wieso, weshalb. AC Mailand 151,8 Millionen. Manchester City 200 Millionen. FC Liverpool 272 Millionen. Schulden wohlgemerkt. Schulden. Juventus Turin 357 Millionen Euro Schulden. Atletico Madrid 494 Millionen Schulden. Manchester United, angeblich größter Club der Welt, 528 Millionen Schulden. Inter Mailand 630 Millionen. Real Madrid 901 Millionen Euro Schulden. FC Barcelona 1,173 Milliarden Euro Schulden. Tottenham Hotspurs 1,28 Milliarden Euro Schulden. Und Platz 1 FC Chelsea mit 1,51 Milliarden Euro Schulden. Schulden. No? Ja, warum wollten die Vereine wohl eine Super League, wo dann pro Jahr, was weiß ich, wie viele Milliarden eingenommen werden? Könnt ihr euch gerne überlegen, warum. Ja, na klar. Weil diese Vereine oder viele Vereine davon vor einem Kollaps stehen. Ja. Und jetzt denkt nur drüber nach. Ein Alaba geht entweder zu Real Madrid oder zum FC Barcelona, die ihnen diese 20 plus Millionen Euro im Jahr zahlen werden. Plus wahrscheinlich 20 Mille Handgeld und wahrscheinlich 20 Mille Handgeld für seinen Berater. Das sind Vereine, wo Real Madrid 901 Millionen Euro Schulden hat und FC Barcelona 1,173 Milliarden. Ja, wie passt das zusammen? Ha? Was soll ich sagen, Leute? Und dann stellen sich Leute dahin und schreien Brazzo raus. Ja? Wir uns mal an die Birne packen. Ne? Fällt mir halt irgendwo nicht so ein, Leute. Ja, Super League. Was wäre das Ende vom Lied gewesen? Das Ende vom Lied wäre gewesen, die nationalen Ligen wären kaputt gegangen. Ja? Und da ist es schön zu sehen, dass man das... Ja, dass zumindest als Fußballfan man ein gewisses Mitspracherecht irgendwo hat. Ich hätte euch aber auch garantieren können, die Stadien wären leer geworden. Definitiv. Ich meine, in Italien und so ist das eh schon so, teilweise, weil die so marode Stadien haben und so weiter. Aber worauf wäre es hinausgelaufen? Es wäre darauf hinausgelaufen, dass irgendwann 20 Vereine da drin gewesen wären. Die hätten unter der Woche jeden Mittwoch, jeden Dienstag oder jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wahrscheinlich gespielt, weil von mehrere Termine, mehr Live-Spiele, mehr Dingens. Wahrscheinlich alle zu unterschiedlichen Anstoßzeiten, hast du nicht gesehen. Ja, dann spielst du da, nehmen dann jetzt mal England, wo du noch am Wochenende Liga spielst mit 20 Vereinen, wo du dann noch 2 Pokalwettbewerbe hast. Ja, was wäre das Ende vom Lied gewesen? Jede Mannschaft hätte irgendwann 2 Mannschaften gehabt. Ja. Die Stars wären alle in der Super League aufgelaufen, Heimatliga. Wäre wahrscheinlich die zweite Mannschaft aufgelaufen.
Müssen wir uns nichts vormachen, oder? Wen interessiert denn? Wen interessiert denn dann noch also die Ligen? Ich meine mal ganz davon abgesehen, dass vielleicht die Vereine ausgeschlossen worden wären aus ihren Nationalligen, was ich völlig gerechtfertigt gehalten hätte. Ich fand es ein bisschen lächerlich, so dass die UEFA sich hingestellt hat. Ja, wenn ihr das aber macht, dann nehmen wir euch aber aus der Champions League und aus der Europa League raus. Wäre doch eh keine Zeit gewesen, wollt ihr doch eh nicht mehr spielen. Was ist denn los mit euch, UEFA, Alter? Ihr habt doch gar kein Druckmittel gehabt. Das einzige Druckmittel waren die Fans. Weil ich garantiere euch, nicht nur in Deutschland, gerade England und so weiter, wo ein bisschen Herzblut dahinter ist, wenn man Fan ist. Die Leute wären nicht mehr ins Stadion gegangen. Garantiere ich euch. Die Leute hätten auch kein Spiel im Fernsehen angeguckt, in der Super League. Vor allen Dingen, weil es ja keinen Unterbau sonst irgendwas gegeben hätte. Es hätte eine Super League gegeben und da hättest du dich, wahrscheinlich wäre es irgendwann so gewesen, ja, du hättest dich dann einkaufen können. Da kommt halt wieder so einer aus dem Boden geschossen, in was weiß ich, irgendein Ölmilliardär, sonst was, kauft dann, was weiß ich, irgendein Club in der Regionalliga, benennt den um und dann, jo, hier, ich kaufe mich jetzt aber ein hier in die Super League, wa? Ich zahle euch hier 3 Milliarden, dann kann ich da mitspielen, ne? Und so wäre das gelaufen ungefähr. So wie es in den USA halt läuft, ne? Da gibt es auch keine Auf- und Abstiege und sowas. Das war der Plan. Und der Plan war ganz klar nur deswegen, weil diese großen Clubs halt verschuldet sind bis zum Himmel. Ja. Das ist der einzige Grund. Weil die hätten dann da, was weiß ich, 300 Millionen plus. Keine Ahnung, wie sie es aufgeteilt hätten. Ja, kriegst du halt in der Champions League nicht, ne? Ich weiß nicht, was haben wir in der Champions League bekommen? Wo sie gewonnen haben, 60 oder was? 60 Millionen oder sowas. Ja, wenn du dann das 4, 5, 6-fache kriegen könntest, nur dass du das spielst, daran teilnimmst, ja, ist klar, dass dann die Clubs sagen, ja, sicher sind wir dabei, klar, machen wir. Ja, zum Glück ist der Zug nach hinten losgegangen. Warum, wieso? Ist schwierig. Vielleicht, weil gerade auch dann so ein FC Bayern und Borussia Dortmund nicht sofort mit dabei war und Paris zum Beispiel. Was man den Verein hoch anrechnen muss. Nicht nur, weil ich jetzt hier ein rotes Trikot trage. Die Versuchung wäre mit Sicherheit groß gewesen. Ja. Aber der sportliche Reiz, wen interessiert es, wenn es Mannschaften in der Liga spielen, wo du dich nicht sportlich qualifizierst für, ne? Das ist ja dasselbe mit der Champions League halt. Ja, der wäre nicht da gewesen. Und ich persönlich bin mir sicher, hätte den Fußball definitiv kaputt gemacht. Weil das wäre das Zeichen, oder das 100%ige Zeichen gewesen, oder es hätte jeden wachgerüttelt, dass Fußball eigentlich nur noch Kommerz ist. Nur noch Geldmacherei. Ja klar, reden wir uns immer alle was anderes ein. Was Fußball Tradition ist und so weiter. Klar, haben Vereine Tradition, aber am Ende des Tages, so wie Dortmund sich hinstellt und ihre Fanartikel mit wahre Liebe und so eine Scheiße verkauft, ja, die sind ja auch nicht doof. Man nutzt dann die Tradition in Anführungsstrichen, um Geld zu generieren, so wie bei uns das Mir Samir und so eine Faxen. Fußball ist halt schon lange, ja, Wirtschaftsunternehmen. Ich meine, die meisten Abteilungen sind eh ausgegliedert. Du musst oben einen an der Spitze haben, der Ahnung hat von Wirtschaftsunternehmen. Der muss nicht unbedingt Ahnung vom Fußball haben. Schön ist natürlich, wenn es beides ist, so wie es bei uns ist. So wie es mit dem Olli auch weitergehen wird. Ja, aber das ist der Fußball. Oder der Fußball ist schon lange nicht mehr das, was er mal war. Da müssten wir wahrscheinlich Richtung 3. Liga gehen. Ja, dann ist der Fußball noch Herzblut und so weiter. Aktuell ist der Fußball nur Herzblut und sowas durch den Fan. Ne? Nur durch den Fan. Durch nichts anderes. Und ja, wenn wir alle, wo ich mich einschließe, ich meine, mir ist das bewusst, ja, dass es nur noch oder zum großen Teil nur noch ums Geld geht. Aber man redet sich das halt nicht ein. Ja? Man schiebt das nach hinten. Man denkt immer noch so, wo man kleiner Bub war, Fußball ist Fußball. Das ist aber nicht. Da musst du halt, wie gesagt, 3. Liga, 4., 5. Liga, da hast du das vielleicht noch. Wo es da auch schon anfängt. Selbst Landesliga und sowas ist ja meistens schon, wo vieles schon ums Geld geht.
Ja, aber das wäre den Leuten dann richtig, richtig, richtig bewusst geworden. Wie gesagt, aktuell machen die Vereine das sehr klug, indem sie ihre Tradition ausnutzen, so wie Dortmund mit wahre Liebe und so eine Scheiße. Und der FC Bayern mit Mir san mir. Und am Ende des Tages sind es halt einfach Wirtschaftsunternehmen mittlerweile. Ja? Es geht mehr um Marketing, um Werbung, um Social Media und so weiter, wie dass es ums reine Fußballspielen geht. Ist traurig, Leute, ist aber Fakt. Und durch so eine Euro-Super League-Geschichte oder auch jetzt durch diese Champions League-Reform und sowas, ja, wird das dem Fan bewusster. Und wenn dem Fan das irgendwann, oder den Großteil der Fans das irgendwann bewusst ist und die Leute dann einfach keinen Bock mehr haben auf die ganze Scheiße, dann werden die Stadien leer werden. Und dann sieht das so aus, wie wir es jetzt haben. Ja? Die Corona-Krise bringt die Fußballclubs halt auf den Boden der Tatsachen zurück. Weil zum Beispiel in FC Bayern gehen 4 Millionen Euro flöten pro Heimspiel. Das fehlt natürlich. Logisch. Und klar, den anderen Vereinen geht es sich anders. Wenn du dann gerade die Schuldenberge gelesen hast, weißt du, warum die dann eine Super League gründen wollen. Ich meine, der FC Barcelona muss irgendwie 300 Millionen die nächsten Wochen zahlen, sonst sind sie bankrott oder sowas. Ja, aber ist natürlich trotzdem kein Problem. Da können wir ja noch über irgendwelche Transfers nachdenken in den 100 Millionen Euro Größen. Ist bei den Clubs alles kein Problem. Ja. Es stehen halt schon 1,17 Milliarden. Ist ja auch nicht schlimm, wenn dann 2 Milliarden dann nächstes Jahr stehen. Womit wir zum letzten Thema kommen. 31 Minuten bin ich schon. Finanziell Fairplay. Ja, wird ja auch immer sehr groß geschrieben. Auch daran sieht man, dass die UEFA keine Eier hat. Ja? Beziehungsweise die UEFA hat dann ja einmal Eier gezeigt, aber der Kass hat es dann zurückgenommen. Wahrscheinlich, weil da einfach auch ein bisschen Geld geflossen ist vom Scheich. Ja? Das behaupte ich einfach mal. Weil anders ist dieses Urteil, was da gefällt wurde zu Man City, nicht zu verstehen. Wir haben die Schuldenberger gerade gesehen. Ja? Und diese Vereine dürfen trotzdem in der Champions League spielen. Mit Vereinen wie uns, die keine 1,1 Milliarden Schulden haben. Wie lange gibt es das jetzt? Financial Fairplay? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schon etliche Jahre und es ist eigentlich nie irgendwas passiert. Ich glaube, AC Mailand oder sowas wurde mal ausgeschlossen, glaube ich. So kleine Clubs, ja, die ballern dann, die kriegen richtig auf die Fresse, wenn die mal irgendwie ein Jahr haben, wo sie mal richtig Geld rausballern. Aber so ein großer Club wie Man City oder sowas, oder Barcelona, Real und mehr. Das jetzt, klar, wir stellen uns dann mal zu UEFA dahin und sagen so, oh, tighty. Dann beim zweiten Mal, ich glaube bei Man City war es dann das dritte Mal, dann haben sie so gesagt, ja, wir schießen euch jetzt mal aus. Ich möchte noch nicht mal unterstellen, dass Man City da irgendwas geschmiert hat beim Kass. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das selbst die UEFA getan hat. Weil die UEFA hat natürlich ein Interesse daran, dass die besten Vereine in der Champions League spielen. Und wenn dann ein englischer Meister nicht in der Champions League spielt, weil er sich ja nicht ans Financial Fairplay gehalten hat, dann versucht das dann mal irgendwelchen Fernsehverhandlungen, ja, Fernsehverträge dann irgendwie ein Argument zu haben. Wenn man dann sagt, ja, wir können doch nicht garantieren, dass die besten Vereine hier spielen, weil wenn die gegen die Auflagen verstoßen, sind die raus. Ja, kriegst natürlich weniger Geld, ist doch klar. Und sind wir wieder beim Thema Geld. Ja, das sind alles so die Themen, die mich traurig machen. Wenn man darüber nachdenkt, über diese ganze Sache, macht einen das schon traurig. Weil das mit dem reinen Fußball, wie es früher war, einfach nichts mehr zu tun hat. Leute, wirklich gar nichts mehr. Und gerade mich jetzt als Bayern-Fan hat das erstmal diese Super League-Geschichte da hat nochmal so ein bisschen wachgerüttelt, aber allein schon diese Alaba-Story hat wachgerüttelt. Ja. Ich meine, da sieht man, dass es nur ums Geld geht. Das werde ich jetzt auch nicht wieder aufwärmen hier. Da könnt ihr euch gerne das Video zu angucken. Habe ich 2 Videos zu gemacht, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber da sieht man halt einfach. Das gibt es nicht mehr. Fußball ist nur noch Geld. Geld, Geld, Geld. Da kannst du Mir san mir als Leitspruch haben. Das interessiert am Ende des Tages keinen. Es interessiert einen Hansi Flick nicht, der Bundestrainer werden will, aber nicht die Eier hat, das zu sagen. Es interessiert einen Alaba nicht, der 10 Jahre da ist und dem 17 Millionen zu wenig sind. Ja, und genauso interessiert es den Verein auch nicht, wenn man dann die Boateng-Story sieht. Kann man auch sagen. Ja? Also daran sieht man halt, wie diese
Sprüche alle so sind. Also, da muss man, ja, das muss man sich zwischendurch mal ins Gedächtnis rufen und ein paar Sachen relativieren. Muss man aber dann auch fairerweise sagen, das zerstört einem dann aber auch so ein bisschen das Fan-Sein, das Glück darauf, das Freuen, was jetzt gerade sowieso in der Schwebe ist, dadurch, dass keine Zuschauer da sind, ist super ätzend. Geht zumindest mir so. Und ja, dann ist man irgendwann von dieser Romantikvorstellung weg. Ja, dann ist es nur noch... Ja, weiß ich nicht. Ist schade halt. Ist schade, aber ist leider so. Naja, gut, Leute. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, aber... Einfach mal, dass ihr mal meine Meinung zu diesem Champions League Reform und dieser Super League habt. Und ich denke, wir sind uns alle einig. Man kann einfach festhalten, zumindest bei großen Clubs geht es am Ende des Tages nur ums Geld. Um nichts anderes. Die können alle irgendeinen Leitspruch haben, die können alle ihre Tradition irgendwie ins Licht rücken. Am Ende des Tages geht es einfach nur um Geld. Ich denke, das ist ein perfektes Schlusswort. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.